Also langsam glaube ich echt, wir kommen hier nie wieder raus aus diesem Bifröste. Wir werden für immer und ewig hier bleiben. Das kann einfach nicht sein. Wie lange das dauert, ey. Tja, willkommen zurück hier bei 5Ds Mass of the Cards. So, aber egal, wir haben in den letzten Parts noch ein paar Duellpunkte gewonnen und deswegen jetzt Zeit, mal den Shop zu besuchen. Für neue Duellpacks natürlich. Dann gleich mal gucken, was wir jetzt so als Auswahl haben. So das Bekannte, Gewohnte. Nichts Neues von dem her. Wir brauchen ja vor allem noch unsere mystischen Tomaten, sprich gleich mal 10 Stück hier kaufen. Und dann nehme ich auch noch 5 hiervon, weil ich will immer noch diesen... Ihr wisst schon, was ich meine. Diesen schwarz geflügelten Drachen will ich haben. Der dunkle Gelehrte, oder unschlecht. Kommt schon, hier muss irgendwo noch die Karte sein, die wir suchen. Ich weiß, die mystische Tomate muss hier drin sein. Dark Beginning 1 war die drin. Was ist die Beerdigung? Geil. Auch nicht schlecht. Sanga des Donners. Der große Bruder von Zangan oder was? Flinker Monga, ja. Für eine andere Strategie vielleicht auch nicht schlecht. Für ein Erddeck, aber so. Wow, Tomaten, wo seid ihr denn? Ich weiß, ihr seid hier drin. Ich bin doch nicht bescheuert. Na, scheinbar schon. Oh je, Leute, was mache ich bloß falsch? Das kann doch nicht sein, dass wir hier so ein Pech haben immer. Überlebte Rose, schön. Vertrauenswächter, ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber auch nicht das, was ich eigentlich suche. Da natürlich schon wäre doof. Was mache ich jetzt noch? 91 bereits. Mann, nee. Du musst langsam mal kommen, dieser verdammte Drache. Also nochmal 10 Stück hiervon. Nochmal 5 hiervon. Nochmal 10. So, jetzt muss aber reichen. Das kann nicht sein. Nochmal eine. So, jetzt wieder aber all die EP weg. Jetzt muss es aber klappen, Leute. Es geht nicht anders. So, Überraschung vorbei. Jetzt bin ich gespannt. Der Beauftragte der Dämonen auch wieder mal da, schön. Oh, Urteil haben wir bereits. Riesenschild Gardner. Haben wir auch schon überlegt, aber ich glaube hier eher weniger. Oder mein. Das ist dann eine Stufe 4 Monster. Das Alternative für Geisterwachen natürlich nicht schlecht, aber nee, ich denke eher weniger. Legendärer Fischer. Cybergrün natürlich verboten. Der Kamakirisch, auch schon zweimal, toll. Kann man wohl nicht mehr verarschen. Die kommt nicht. Wir sind bereits bei Emma und es ist immer noch nicht da. Das kann nicht sein, Leute. Wo ist dieses Scheißvieh? Ich weiß, es ist hier. Ich weiß, die mystische Tomate muss hier sein. Ich verstehe das einfach nicht. Klar, Monster sind natürlich auch verboten. Was? Ist auch verboten? Aber was ist denn das für ein scheiß Ding? Oh, verbotene Liste. Kacke, ausstellen kann ich sie auch nicht. Ach, come on. Ja, ich weiß, die verbotene Liste ist ja durchaus was für sich, verstehe ich ja schon, aber jetzt hier für das Let's Play kann ja durchaus mal alle Karten so zeigen. Bodeneinsturz, Du meinst, sind wir stark, ja, ja. Seelenerlöser in Friedhöfen und im Fernsehen aus dem Spiel. Ja, das war ein cooler Effekt, aber einfach nur so just for fun die Karten ins Deck zu nehmen? Nee. Dazu bringt es noch ein bisschen zu wenig für unsere Strategie. Schwerkraftbindung, okay. Nix, auch kein Synchron. Gut, wir sehen da oben 0. Ach, das geht's einfach nicht. Ey. Wie kann man nur so ein Pech haben, Freunde? Mal ganz ehrlich, wie geht das? Oh, natürlich auch der EP, wa? Ja, klar. Nee, braucht man sowieso nicht. Aber was ich jetzt doch noch gerne gucken würde, ist, weil ich weiß aus dem Real Life, dass die mystische Tomate ist im Dark Beginning 1 drin. Das ist so.
Natürlich, wenn es hier nicht so ist, ich habe einfach nur einen riesen Pech. Also mal das eben mal angucken. Kartenalbum, was? Tolantendatum? Nee, das müsste eigentlich stimmen. Die Frage ist, sehe ich jetzt hier nur eigene Karten oder sehe ich jetzt auch die Gegner bereits eingesetzt haben? Vermutlich eher wenig, was? Natürlich in der Hoffnung, dass ich jetzt so sehen kann, in welchem Booster Pack welche Karte jeweils drin ist. Aber ich glaube, das ist dann nicht so einfach, was ich gerne hätte. Habe Option noch irgendwas umstellen? Was gerade sehr hilfreich wäre. Nö, so einmal nix. Gut, dann mal gucken wegen der verbotenen Liste, weil ganz ehrlich, ich sehe es ja ein, dass es die gibt, aber ist mir jetzt gerade hier ein bisschen sehr doof. Das kann ich doch irgendwie umstellen, oder? Bei anderen Spielen ging das ja auch. Ja, genau, sind neu und so. Habe ich schon ein paar andere noch nicht. Was sind jetzt hier eigentlich alles Verbote mittlerweile? Verstehe mich nicht, warum sind vorzeitige Beerdigung und Monsterreanimation verboten? Das ist doch... Ja, hier sind noch ein paar limitierte. Sanga, da ist es doch klar. Dragül natürlich auch noch. Gibt es denn auch noch ein paar Monster, wie gesagt, eben da als Beispiel eine mystische Tomate, die vielleicht sogar zweimal eingesetzt werden kann. Wäre doch ganz cool. Baumrausch, ja. Dandelion, war da noch dringend. Schicksalsheld Melikus. Okay. Nee, soweit wohl nicht, weil ich kann also echt dreimal spielen, die Tomate. Das ist schön, Moment mal ganz kurz. Vielleicht kann ich jetzt doch das Ding noch umstellen. Was kann jetzt sein, dass ich so ein Pech habe? Hä, wieso Kino? Was soll das sein? Kino? Okay, eine Öffnung, Schlendobach beschwören. Okay. Ach so, kann ich die anderen Dinge noch freispielen. Okay, nehmen Sie sich mal an, eine Reihe wird noch für Drohdach-Unterweltler sein, plus natürlich also erstmal Beschwörung, Angreifen, dann die majestätische Version, gibt es glaube ich irgendwie sogar noch die Schnellspielvariante davon, oder Angriffsmodus natürlich noch, genau. Das hier, was gibt es denn sonst noch? Brateschlepper, okay. Gulbert natürlich auch noch, ein dicker Feendrache. Ja, man sieht schon, es gibt noch ein paar Monster, die so eine Spezialfähigkeit haben, so einen Aufruf. Ja, wer bloß alles. Ja, sicher auch noch die Ergebenen und Sterblichen sein. Das sicher auch noch. So, was mal dazu, mal ein bisschen mehr noch gesehen. Oh, verdammt. Ich habe ein bisschen falsch ausgewählt, komme schon zurück. Schon besser PDA und dann noch die Datenbank. So, Duellantendaten. Nee, ich möchte lieber die Liste nochmal angucken. Und zwar dann mit dem Shortcut, wie man so schön sagt, C und Z. Die Liste natürlich ändern. Ah, seht ihr, es geht ja doch. Was? Oh. Hey, wieso geht das? Oder mach etwa... Also entweder muss ich mir die kaufen oder ich kann die per Online-Feature freischalten. Ja, so die Frage, was würde hier wohl zutreffen? Ah, oje. Gefällt mir trotzdem noch nicht so ganz. Datenbank, komm schon, muss irgendwie... Kartenalbum, kann ich hier echt nichts irgendwie umstellen, anders sortieren oder so? Auf Z geht nichts und so kann ich nur Kategorie scrollen, wa? Also nicht das, was ich will. Suchen kann ich auch nicht, oder was? Ist ja lame. Nicht mal suchen kann ich. Okay, Freunde, wisst ihr was? Bringt zwar nichts. Mache weiter im Text. Und freischalten bitteschön. Danke.
Ein neues Speerfeld, natürlich, was auch sonst. Stoppfeld. Power 3 HP. 6 Stück, gut. Jetzt muss ich wieder ganz crazy durchkommen. Ich gehe nach oben weiter. Turbo-Kanone, einfach die? Nö, natürlich nicht. Wie könnte es auch anders sein? Ja, aber ich fürchte echt, sie werden da niemals in den Nuss der mystischen Tomate oder das rote Achnerz unterwegs und so kommen. Ist natürlich kacke, keine Frage, aber was willst du machen? Geht ja nix. Müssen wir uns mal wieder mal durchfighten. Wegen den Kampf unterbrechen. Ach du Scheibenklasse, was soll denn das für ein Deck sein? Dann mal gucken, was wir auf der Hand haben. Ja, das kann man doch durchaus machen, Leute. Ja, das geht doch. Sehr schön. Ich brauche bloß noch ein Fängermonster natürlich und dann kann ich bereits den allmächtigen majestätischen Sterndrachen natürlich rufen. Genau, so heißt er ja. Majestätischer Sterndrache. La 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 la. Aufruf Chiron der Magier. Nicht gut, meine arme Fallenkarte. Und er lässt sie leben, eine Fallenkarte für mein Monster nicht, aber das war ja eigentlich von uns so geplant. Scheiße, Mann. Autsch. Tja, das tut weh, was? Riesenbazille und Riesenbazille. Die tun richtig weh. Du. Zwei verdeckte Karten. Das ist natürlich sehr übel. Tja, was machen wir bloß? Und natürlich Breaker, den magischen Krieger. So. Den Fall, dass er irgendwie macht das Spiel so verdeckt hätte, was natürlich sehr, sehr ungeil wäre. Und nun greifen wir an mit Breaker, den magischen Krieger, vernichte Chiron, den Magier. Obwohl eigentlich ein ungeheuer Krieger ist, aber bisher. Ach nö, Scheinkleister, allwechselnden Modus, toll. Das ist natürlich doof. Bringt natürlich angreifen gar nichts. Ja, mach's mal, weil ändern kann ich sowieso nicht mit dem Angriffsmodus, er kann es nachher aber schon. Da wäre mein Break wieder mal hinüber und das ist doch doof. Wenn so ein Breaker zerstört wird. Finstere Bestechung, ach du Scheibenkleister. So, und Zug beendet. Was macht er wohl nun? Der Traumclown. Was kann der? Ich hab's eine Vermutung. Das mit dem. Ah ja, genau. Genau. Modus wechseln und dann wird einem eines meiner Monster vernichtet. Das wäre der. Genau. Mein armer Riesenbazille. Das wird richtig wehtun. Und vor allem mir. Autsch. Und jetzt auch. Zack. Bams, Bams. Tja, was mache ich los mit meinen Karten auf der Hand? Sie ist nicht gerade das Nonplusultra. Gute Frage, nächste Frage. Na, da kommt er endlich mal, der gute alte Grümpel-Synchronisierer. So, wenn ich ihn als Normalbeschwörung rufe, kann ich eine Stufe 2 mal zurückholen, dann hätte ich ja Stufe 7. Das ist zwar nicht schlecht, aber ein bisschen zu wenig. Obwohl, ich könnte es ja noch anders machen.
Ich wollte ursprünglich da einen Superdrachen hier rufen, aber Gerümpelzerstörer wird natürlich auch was ordentlich einbringen. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Gerümpelsynchronisierer, komm und zeig dich, mein Kumpel. Drüsenbazille, jemand geil. So, wie gesagt, das sind wir Stufe 7, sehr gut. Noch einmal eine Stufe 8 Monster insgesamt raus. Zack. Yeah. Und nun wird's Zeit. Nun rufen wir den allmächtigen Gerümpelzerstörer. Und mit 3 Nicht-Empfänger-Mons kann ich auch 3 Karten von ihm zerstören. Und noch die hier. Und das war's mit ihm. Warte, was? Dort geht nicht, das ist gemein. Och, Menno. Jetzt reicht's mir doch langsam. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Er hat noch vorzerstört. Ja gut, ist natürlich. Nee, weil er wurde vorhin in den Verteidigungsmodus geswitcht und erst dann zerstört. So. Bist du weg? Oi, was für eine Scheibenkleister, hey. Und da kann er zurück. Der Gerümpelzerstörer. Geil, Mann. Peace. Na, du Schrauthafen, was machst du jetzt? Hm? Nicht mehr viel, wie es aussieht. Was natürlich auch noch geil wäre, obwohl, geht gar nicht, wa? Desynchro. Ne, geht gar nicht. Das geht es gar nicht. Schade zwar, was soll's. So, jetzt wollen wir uns verdeckt setzen und dann greife ich auch mit dem Gerümpelzerstörer. Mit dem mächtigsten aller meiner Gerümpelkrieger-Monster. Sind sowieso nur 2, von dem her eine große Auswahl, aber egal. Des Wombat. Komm schon, Transiline, mach doch mal was. Och, Menno, immer so langweilig. Tja, und hoffst du, dass der sowas besser kann? Aber nee, natürlich nicht. Er kann sowas gar nicht. Lass jetzt sein. Okay. Während des Albtraums, was auch immer das bringen soll. Vermutlich nicht gerade sehr viel, aber egal. Gerümpelzerstörer von nichts als ein Monster. Mit 4-fachem Armhieb. Bams, und jetzt kommt Zangan zum Zuge. Die Kratzattacke. Ja, auch kleine schwache Monster können durchaus effektiv sein. Ja, ich weiß, klar. Zack. Wird alles geswitcht. Ist ja eigentlich durchaus eine nervige Karte für uns. Obwohl. Wird schon irgendwie noch aufgehen. Ah, wie kann man nur das Unvermeidliche so lange hinauszögern? Schon besser. Verstärkung für die Armee. So, nun holen wir uns mal eine mächtige Flotte zur Hilfe. Was? Mit dem Zwillingsschwertplünderer. Da will man sagen. Direkter Aufruf meiner Kriegermonster. So, da geht er noch zum Zuge. Warte, vielleicht echt mal so eine Zauberkarte wie halt, wie schon erwähnt, da gemeinsam sind wir stark oder auch Kraft und Magie. Da wäre das, glaube ich, echt noch praktisch für unser Deck. Zwillingsschwertplünderer, Angriff auf sein verdecktes Monster mal wieder. Nichts Neues ist bekannt, aber es tut halt trotzdem weh.
Naja, man kann durchaus sagen, er hat es versucht, es ein bisschen gegeben, aber ihr wisst ja, so Trainsender, Schrotthaufen. Diese billigen Ölsardinenbuchsen haben sowieso keine Chance gegen uns. Ihr Rümpelzerstörer, vorwärts. Und nun ist es gleich vorbei. Yeah, man, du. Und das war's wieder mal mit einem ollen Trainsender. Einer weniger, 10.000 bleiben noch. Sonst wenigstens mal teilweise vor. Viele DHPs. Und weg ist er, Schlusskarte 1 erhalten. Ist gar nichts, okay. So, der Pass ist bereits vorbei, Freunde. Trotzdem geht noch mal ganz kurz in den Shop hinein, weil ich will endlich mal diese verdammten mystische Tomaten haben. Das kann doch nicht sein, dass wir so lange darauf warten müssen. Genau, hier drin müssen sie ja sagen, also sprich hier oben. Erstmal gucken, was wir hier noch alles haben. Ist auch schon altbekanntes, okay. So, das muss reichen. 14 Stück, Mann! Alles klar, wir haben 23 Normalmonster und den weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Den weißen Drachendeck, ja. Ja, wenn wir noch 2 mehr hätten, plus einen Unterdrachen, können wir durchaus vorstellen. Ich glaube, Support haben wir dafür auch schon. Ich glaube zumindest. Glänzender Elf auch mal, komm, ich muss der Tomate auch mal kommen. Wo ist sie denn, die unsere mystische Tomate? Die will ein... Alter, langsam glaube ich, die ist gar nicht mehr hier drin. Das kann ja nicht sein, ey. Wir suchen so lange und finden die einfach nicht. Reisender Tribut auch mal. Na Gott sei Dank, gib mir mal etwas. Waffenstillstand, nö, lieber nicht. Oh je, Leute, das ist also echt mal 80% bereits. Echt übel. So, aber egal. Dann ganz kurz die Fallenkarte upgraden, in unser Deck integrieren und dann sind wir schon bereit für den nächsten Part. Ja, such noch lange, Mann. So, dankeschön. Natürlich filtern und so nach Verboten limitiert. Achso, nicht filtern, natürlich sortieren nach Verboten limitiert. Sehr schön, da geht ja alles nichts hier oben. Ja, ist bekannt. Bekannterweise haben wir hier eigentlich noch alles, was wir irgendwie integrieren könnten. Wir haben bereits 3 Exoda-Teile. Gut, fehlen noch 2 Stück. Megamorph. Der Obelisk, 8000 hat er bereits, das ist doch übel. Bereits, der ist neu, gut. Ja, sollen wir es wagen? Wir haben immer sehr viele Monster und dem her wäre es natürlich besser als der Megamorph. Die Frage wäre dann wieder, welche Karte kommt dafür raus? Das ist nicht immer ein Problem. Gut, Angriffspunkte verdoppelt, alter Schwede. Natürlich in Kombination noch mit unserem Zwillingsschwertplünderer, auch übel. Ja, komm rein damit. Das ist jetzt vor allem hier übel. Sortieren und zwar nach Kartenrand. Also dann, ne, das sind ja genau die neuen Fallenkarten-Mails, was kommt hier raus? 7 Wechselndes Banditen haben wir schon lange nicht mehr gebraucht, okay, kommt der mal raus jetzt. Noch 7 Fallenkarten, das ist gut so, das lassen wir auch so. 41 kann insgesamt, wenn Sie das gerne auf 40 reduzieren.
Die magische Steinausgrabung ist auch eine praktische Karte. Soll ich vielleicht, weil wir jetzt ja bereits gemeinsam sind ja stark drin haben, vielleicht mal den rausnehmen, weil die gebieterische Ritter haben ja auch zu wenig Support dafür, obwohl wir können es mal mit Sangan suchen, das stimmt ja, das geht da. Ein Krieger ist ja auch okay. Eigentlich wenn ich dann einen Krieger suchen möchte, wäre es eigentlich eher Rose etwas, wa? Wo ist das überhaupt? Ah, hier ist der genau. Rose, der Krieger in der Rache. Der steigert zwar 400 für das Kriegermonster, aber eben nur alle Krieger. Schwierige Wahl, schwierige Entscheidung, da kommt man nicht mehr raus. Ja, versuchen wir so. Dann, liebe Freunde, mal sagen, versuchen wir es in diesem Part wieder mal. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master the Card. Mit ein paar neuen Karten im Deck. Und gucken mal, ob es jetzt ein bisschen schneller und flotter vorangeht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.